Ich hoffe, ihr habt auch so Spass an dieser Serie zu The Chosen, die wir gestartet haben, jetzt vor Ostern. So Spass wie ich habe an dieser Serie. Weil ich finde, das ist so cool, dort einzutauchen und zu hören, was Menschen erleben mit dieser Serie The Chosen. Und jemand, der heute dran kommt und ein bisschen darüber reden, was das bei ihm ausgelöst hat, die Serie, ist der Andreas Boppi Boppard, der Leiter von Campus für Christus. Und warum zeige ich auf das Buch? Sie haben ja auch ein Buch herausgegeben, Campus für Christus, The Chosen Experience, zu der Staffel 1. Also bei Campus ist längstens der Funke auch übergesprungen zu den Leuten, dass man wirklich The Chosen weiterempfehlen. Und was der Boppi in einem Talk im Herbst letzten Jahr gesagt hat zu der Serie The Chosen und was sie in seinem Leben Neues ausgelöst hat, das hört ihr jetzt in diesem Ausschnitt. Wir schauen ein bisschen ins Archiv da bei den LiveNet-Talks, wo ich den Boppi darauf angesprochen habe. Also, Film ab. Es ist cool, was ich so ein bisschen gemerkt habe, was bei mir so ein Aha-Erlebnis so war, von neuer Art, vom Dialog, eigentlich, wie Jesus mit den Leuten ist umgegangen, habe ich festgestellt, durch die Serie The Chosen zum Beispiel. Love it. Oh, da hast du mich. Oder? Also, ja, also jetzt geht es dann aber 60 Minuten. Ja, wenn wir dort anfangen, gell? Aber dort ist das so stark, oder? Wenn du einfach siehst, es ist so ganzheitlich auf den Menschen eingegangen, oder? Auf ihre eigene, ganz individuelle Verlorenheit. Oder Einsamkeit, Verzweiflung, wie man es nennen will. Verbohrtheit in irgendeiner Art und Weise oder so. Das denke ich, jetzt, wenn du das so ein bisschen erzählt hast, oder? Dort, wahrscheinlich ist das so darum schlägt sie so ein, wahrscheinlich, oder? Ja. Also ich bin der Chosen, gell? Ich habe mich ja monatelang dagegen gesträubt, um das zu schauen. Ich werde immer skeptisch, wenn die Leute etwas hypen. Denke ich immer, ja, jetzt pilgern alle an diesen Ort. Denke ich, da muss ich nicht hingehen. Jetzt lesen alle das Buch. Denke ich, muss ich das? Ist sehr pubertär, ich weiss, aber und dann haben alle den Chosen angefangen zu schauen. Und Freunde von mir sagen, das musst du jetzt wirklich schauen. Und ich denke, was kommst du an? Also, muss ich nicht anschauen. Und dann habe wir haben jetzt ein Produkt gemacht, das jetzt rauskommt im nächsten Jahr zu The Chosen, so ein Workbook, wie du kannst miteinander The Chosen schauen und das dann verarbeiten, auch mit Freunden zusammen, die sonst nicht einen Bezug haben zu Kirche oder Glauben, die sagen, komm, wir schauen zusammen The Chosen und fangen an, darüber zu reden. Es ist ja nur fiktiv, der Jesus, aber der ist so, für mich, nur schon die Vorstellung, wenn Jesus so wäre, dann würde ich dem Jesus nachfolgen. Ich habe es dann geschaut und ich habe bei jeder einzelnen Folge heule ich auf dem Sofa, rotze umeinander, weil ich denke, was für ein wunderbarer Jesus. Weil das ist, wenn du mich so tief fragen, was ist denn der Kern von deiner Erkenntnis über das Evangelium? Mein Kern ist, dass Menschen sich dem Christus zuwenden. Das ist mein absolut Da wäre ich leidenschaftlich, weil ich das erlebt habe in meinem Leben, weil ich das erlebt habe bei Freunden, die sich dem Christus zugewendet haben und dass da Veränderung hineinkommt. Eben, aus welchen Gründen auch immer. Eben nicht einfach nur, ich brauche Sündenvergebung, sondern Leute haben nach Sinn gesucht, Leute haben sich einsam gefühlt, Leute haben sich heimatlos gefühlt als Flüchtling. Und aus diesen Gründen haben sie sich Christus zugewendet und durch das den Vater entdeckt. Ja. Viel würde man den Theologen sagen, ja, das ist doch fast verboten, weil du musst eben das und das und das. Und dann denke ich, Himmel, wie kompliziert haben wir es gemacht? Ich liebe einfach den Chosen, wo Menschen dem Jesus in die Arme fallen und ich heule da. Ich denke, das ist mein Jesus. Und wenn Jesus nur 60% so wäre, wie bei den Chosen, dann würde ich ihm nachfolgen. Wenn er nur 20% so wäre, ich würde ihm nachfolgen. Und es hat mal jemand gesagt, wenn ich wählen müsste, Jesus sagt, das sagt die Wahrheit. Und wenn ich wählen zwischen Jesus und der Wahrheit, ich würde mit Jesus gehen. Wenn er nicht die Wahrheit wäre. Ich würde trotzdem mit Jesus gehen. Ist sehr untheologisch korrekt, also unkorrekte theologische Aussagen oder eben untheologische, inkorrekte Aussagen. Aber ich liebe es sogar, wenn Jesus nicht die Wahrheit wäre. Ich bin so in Love mit dem Christus, den ich in der Bibel entdecke, den ich in Menschen entdecke, den ich in Transformation von Leben entdecke, den ich in The Chosen entdecke, dass ich sage, und wenn du nicht einmal die Wahrheit wärst, ich würde dir nachfolgen. Ich würde mein Leben dir widmen. Ich würde wollen, dass du mein Vorbild bist. Ich will deine Werte übernehmen in meinem Leben und ich will so eine Leiterschaft leben, die Serving ist, so wie es du gemacht hast, weil es mich so bewegt, wie du bist. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.
Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.